Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Dach Hermann. Dach Caroline. Dach lief Lügscher zu Hus und unterwegs. Schön, dass ihr da seid. Jetzt sind wir im schönen Monat Mai. Und es war auch schön, wie im Mai 1945 endlich der Krieg am Eng war. Wie der Hermann in Köln wieder angekommen ist, nach Singerzig in Bayern, da haben wir halt ne Podcast drüber gemacht. Ich mein, heute könnte man ein bisschen davon erzählen, wie das da noch hier in Köln gewesen ist. Ja, es war arg schlimm. 95% von der Innenstadt von Köln waren kaputt. Trümmer über Trümmer. Man kann heute noch die Fotos hier und da sehen, wer es interessiert. Und ich erinnere mich für ein Beispiel die Hochstraße. Die Hohe Straße, das war die Einkaufsstraße von Köln. Ein Römer, von der Römerzig war das die Straße Nummer 1. Da konntest du dann nach dem Krieg in 2 Meter Höhe über das normale Straßenniveau Jon. Wieso? Die ganze Trümmer von den Häusern, die waren 2 Meter hoch. Und Bove, was heißt Bove? In der 2 Meter Höhe, tät sich dann Petsche trete, wo man dann hintereinander Jon konnte. Das kann man sich ja nicht mehr vorstellen, wie das gewesen ist. Ja, genau so hat mein Vater das auch erzählt, dass er nach der Uni gelaufen ist und dass da auch so ein Pätschchen war, genau wie du gesagt hast, dass das so festgetroffen war. Ja, und wie schlimm das war, jetzt mache ich einen Sprung nach 1948. Da han ich mit Freunden auf der Tribüne gestanden. Was heißt das? Das heißt Folgendes. Die Westseite vom Dom, also wo die 3 großen Pforten, so Petersportal und so weiter sind, da hatten sie dafür von links nach rechts eine Straße, die war freigeschäbt, sodass Autos da fahren konnten. Aber gegenüber vom Dom, so 50 Meter weg, da war die Tribüne. Und was war das für eine Tribüne? Da waren die Trümmer, die sie von der Straße da abgebaut hatte und noch nicht abtransportiert hatte. Und da kamen dann die Streinsprozession. Ich erinnere mich noch. Ich konnte es nicht begreifen. Als 3 Jahre am Krieg, Köln war noch im Emmer, da kamen da Lastwagen mit einer offenen Bridge und eine so jodie putz und sauber und ganz wie der nächste an der 10 oder ich weiß nicht mehr wie viel LKWs das waren. Wo waren sie her? Die Engländer, die hatten die gestellt. Und auf jedem Schrein, auf jedem LKW, auf der offenen Bridge waren eine Schränke, die sie dann für im Krieg irgendwo in Sicherheit gebracht hatte. Da war natürlich auch der Dreikönigsschrein dabei. Königsschrein hört sich komisch an, ne? Deshalb sage ich das jetzt auf Hochdeutsch. Und also wenn ich jetzt noch dran denke, wie die vorbeitragen und dann kommen sie in einer Kleidage, die Bischöfe und die Pfarrer, die Messdiener, alle hatten sie ein Kleidage an und die Schützezüch, ich habe gestaunt, wo hatten die Klamotten her? Man hatten ja selbst kaum jetzt an der Füße. Die Uniformen, die dann ja oft, die hätte man dann, damit man nicht irgendwie gebrandmarkt war als Nazis, wenn die Brung waren, dann wurde, oder Grün, wie der Wehrmacht, da wurden die schwarz gefärbt. Und ja, ich komme nicht schwade. Ich merke selber, der Dreikönigsschrein, wenn ich heute dran denke, wie der Zug, das war wie ein Wunder. Da habe ich heute noch die Tränen in den Augen. Und das war aber auch erst lang. Ich habe es gehört vom Hermann Singem Freund, dem Willi Reisdorf, der mir jetzt erzählen,
von 1950, von der 1900 Jahr 4. Ja, Aldermatt. Und der will auch sagen, da habe ich auf der Tribüne gestanden, genauso mit Dinge wird auf der Tribüne und seht so ganz Drüschinger drin. Das war ich ja alt Event von der Schringsprozession. Also das war 5 Jahre noch im Krieg. Ja. Und man hätte das best draus gemacht und hätte sich dann an dem gefreut, der hätte auch verzahlt, dass das alles so neu aussah. Und das war dann wie ein kleines Wunder. Und das Ganze auf schönste Glück doch überhaupt nichts zu bieten hatte, haben sie noch das Beste draus gemacht. Ja, von wegen Trümmer, da fällt mir in, ich war 1942 bin ich auf dem Dreikönigs-Gymnasium und da war schon die Turnhalle im Emmer. Die Schule selbst war noch ganz, aber Turne, da wurde dann ein bisschen der Arm und Bein bewegt um Schulhof. Und ich im September 1945 wurde der normale Unterricht wieder aufgehoben mit kaputten Schiefen. Zum Teil haben wir die mit Pappendeckel zugenäht. Aber wir waren froh, man konnte wieder Schule gehen. Bücher ja wird natürlich kein. Ja, Moment, was hast du dann in der Zwischenzeit gemacht? Der Krieg war im Mai am Eng. Und du sagst jetzt im September bist ich wieder in die Schule gegangen. Das ist eine erst gute Frage, Caroline. Ja, du musst nachweisen. Also ich staune heute noch, wie die Stadtväter das gestemmt haben. Wenn du ein Lebensmittelkarte haben willst, war natürlich auch die Alliierte, die das mit organisiert hatte. Dann musst du eine Tätigkeit nachweisen. Und was war das für eine Tätigkeit? Ich war damals 15 Jahre, also arbeitsreif. Dann wurde ich dem städtischen Fuhrpark zugeteilt. Und was musst du da machen? Wir hatten die erste Zeit, dass wir am Hansaring hinbestellt wurde und da waren dann die Loren, die dreieckige Wägelchen, wie man sie von der Braunkohle her kannt. Die hatten sie irgendwie abgetroffen und hatten schon ein Stück Straße frei geschäppt, wo man die Loren, also die kleine, wie sagt man, wo sonst die Kohle drin transportiert wurde. Da wurden dann der Schrott, die Trümmer drauf geschäppt. Und die wurden dann, ja, wohin damit? Der Adenauer, der war, wie er das gesehen hat, 45, alles kaputt. Da hat der Stadtrat wirklich überladen, Köln an eine andere Stadt abzubauen. Man ist deshalb aufgekommen, man hat kein Material für Wasserleitungen, für Gas, für Strom. Also hat man die Aalstraße wieder freigeschäft. Und deshalb haben wir auch hier in Köln noch kleine Straßen, wie sie im Mittelalter gewesen sind, neben der Neustraße. Wo es dann so schwierig ist, einen Radweg zu installieren. Ist ja viel leichter, wenn man so eine Stadt hat wie Berlin, wo das alles nicht so eng ist. Ne? Aber sagen Sie, wo hätte man der ganze Kram dann hingetan? Ja, das ist ein Krebsche für sich. Das ist wirklich ein Krebsche für sich. Der Adenauer, der hat ja alt dafür gesorgt, für die Nazis war das ja. Also der war ja in den 20er Jahren, wurde er ja Bürgermeister und wurde ja dann von den Nazis aufgesetzt. Aber da hatte schon der Grünjuchtel hatte der organisiert. Warum? Damit Arbeitslose von der Straße kommen. Und im Grünjuchtel, da waren keine Häuser und da wurden die Trümmer hergefahren. Und dann kam natürlich ein schweres Gerät von den Amis. Bei uns war ja nicht mehr viel zu holen. Die haben dann mitgeholfen, dass die Trümmer Birch-Hu gestapelt ist übertrieben, Hu gepackt wurde und festgestammt. Und so kommen dann wenn du Hücke irgendwo Schlitten fahren kannst, das sind Trümmerberge. Einer der bekannteste ist der Herkulesberg.
den Zufall. Die sind natürlich in einem flachen Kölle wie eine Herkules, aber der Name kommt ja nicht davon her, sondern in der Nöde ist die Herkulesstraße. Danach ist der Herkulesberg Das benannt. ist aber ganz offiziell mit dem Herkulesberg. Ne? Ich kenne den nur als Mont Clamott. Ja, ja, das ist wie der Kölsche sagt. Der Berg, ja. Aber ob dem Mont Clamott sieht man doch ja nicht mit die stehen. Ja, da hätten wir jetzt, ja, das ist auch ein Kapitel für sich, da hätten wir dann auch in weiter Sicht die paar Steine weggeschäbt, Äder reingedon und kleine Bäume gepflanzt. Und wenn du Hück 30, 40 Jahre alt Bäume siehst, heißt du, boah, ist das ein Staatswald. Sind dann die Trümmerberge, ja, und dann wird wirklich tolle Männer bei all dem Kohldampf, das hatte, haben sie an der Wiederaufbau gedacht und da muss man 3 Namen nennen. Der Bildhauer Ewald Matteré, der Architekt Wilhelm Reppand, der hat das Opernhaus gebaut, ja gut, lassen wir das weg. Und der Kunstsammler Josef Haubrich. Und Ach, das waren die sich zusammengefunden haben für zu überlegen. Und die haben dann auch die Idee, ja, wie man das pflanzen könnte, dass da richtig das draus wird, wie man das Hück als Naherholungsgebiet hat. so ist es. Ich wollte noch uns fragen von der Arbeit. Also, du hast doch ja Arbeit, aber das, was du angehört hast und das Essen, musst du doch alles selbst organisieren, oder? Ja, das muss man selbst mitbringen. Das Jahr war irgendetwas war ganz geblieben, ich weiß es nicht mehr so genau. Da tät man dann mittags singen Henkelmann auspacken. Wenn man Glück hat, konnte man irgendwo ein Wasserbad, der so Henkelmensch klar wärm machen, oder man tät sich Butterrahmen auspacken. Aber Henkelmenschen, das muss ich glaube ich verklären. Wer ein bisschen jünger ist, als wie es mir beize, der weiß ja nicht mehr, was das ist. Ja, das geht also in der Vorkriegszeit. Da wird für die Straßenbahn zum Beispiel Essensträger, die konnten für 5 Pfennig dann ihrem Vater in der Fabrik das Essen bringen. Das war dann zu Hause gemacht und da tät man dann nach der Fabrik hinfahren. Da tät dann, ja, das sind jeder dann Henkelmenschen 2 nebeneinander oder 3 übereinander aus Aluminium waren die. Das war das billigste und das leichteste. Aber muss ja euch eindrucksvoll gewesen sein, der Längstes Arena, hast ja auch hüget Henkelmenschen und die Wirtschaft da drin hat auch der Name gekriegt. Ja, das ist ein Wahnsinn. Das ist ja nicht offiziell, ne? Das ist die Doch, die Kölsche. Wirtschaft hast du so. Ja, der Ja, ja, offizielle das- Name. ja, ja. Henkelmenschen. Ja. Also, da ja Ich noch dachte, das kein, ist Längstes Arena. ne, die Wirtschaft da drin. Ach so, ja, die ist es so. Aber in der Zig ohne Wirtschaft, wie lange musst du denn dann arbeiten? Das waren jeden Tag 8 Stunden, mit einer halben Stunde Mittagspause und eine Viertelstunde Frühstückspause. Die wurde uns gegönnt. Ne. Und am Samstag auch noch. Samstags auch, da waren es allerdings nur 4 Stunden. Das ging dann von 8 bis 1 und dann, die Pause abgerechnet, das waren dann 4 Arbeitsstunden. Mutig Mutter dann auch arbeiten für die Nee, die war Lebensmittelkarte? wohl aus dem Alter raus, die braucht nicht mit nachzuweisen, dass sie Lebensmittelkarte hat. Die kriegt die so. Mein Vater, der sowieso arbeitet, der kriegt also, und der war ja auch schon erwachsen, der kriegt auch Zigarettenmarken. Das jofft auch. Und nur für mich mit 15 Jahren jofft keine Zigarettenmarke. Wir hatten also nichts für zu duschen. Ja, ich weiß, dass es die Lebensmittelkarte joff, aber die jofft doch alt vorher, ne? Ja, also gedruckt wurden sie von den Nazis ab 1938. Also
ein ganzes Jahr für den Krieg waren die alt fertig. Und am 1. September 1939, wie also der Krieg anfing, da wurden die Lebensmittelkarten dann halt ausgedeelt. Für Fleisch, für Butter, Käse, Milch, Zucker, Brot, Marmelade und dann wird noch Bezugsscheine für Show, für Kleidage und ja, während dem ganzen Krieg selbstverständlich. Und im Mai wurden dann die Lebensmittelkarte von der Besatzungsmächte, von der Engländer, Amis und Franzosen, die Nährmittelmarke ausgerufen. Pro Person waren das dann um die 1500 Kalorien. Also, dass man gerade leben konnte, aber auch nicht gerade sterben konnte. Und, ja, und was auch war, es gab keine Garantie, dass für jede Mark, die man kriegt, also Lebensmittelmarke, auch wirklich jetzt so kaufen darf. Waren die Geschäfte leer und wenn der Termin vorbei war, dann waren sie einfach verfallen. Das hat man dann auch noch zu tragen. Ist ja schrecklich. Aber die Karte waren kein Ersatz für das Geld. Ne? Also man muss die Lebensmittelkarte abgeben ohne das Geld. Ne? Ja, das versteht sich von selbst. Und wenn du jetzt ohne Karte haben willst, dann musst du doch teuer bezahlen. Schwarze Markt, das war regelrecht gehandelt. Für ein Beispiel, ein Kilo Butter ist ja auch viel gewesen. Das wurde für 280 Reichsmark, konntest du das kaufen. Oder die Zigarette, die wurde ja je Lebensmittelmarke getauscht. Das musst du dir vorstellen. Dass die Lüge aus der Not oder aus Trauer oder was weiß ich, nicht über das Rauchen verzichten konnte und dann haben das ja je Lebensmittelmarke die Zigarette getauscht. Das ist, was ich nie verstanden habe. Auch mein Vater nicht, obwohl ich kam aus dem Krieg zurück. Der hat auf die Zigarette verzichtet, damit man wenigstens jetzt in der Ribbenkeit. Essen war natürlich dann noch entsprechend einfach. Zum Beispiel ein Schusterkotelett. Ja, was war ein Schusterkotelett? Wenn man Glück hat, hat man Schwarzbrot. Und wenn man ölig, das Schwarzbrot wurde dann mit Ölig beladen, also mit Zwiebelscheiben. Und das war dann ein Schusterkotelett. Die Schuster, das waren auch arme Handwerker. Also, wenn man das so hören, das war ja kein schöner Jahrenzig. Wenn man jetzt von Corona spricht, heißt es so oft, die Pensen ihr Putezig und die Jugendliche ihr Jugend bedrohen. Hast du dich dann auch den Jahrenzig bedrohen gefühlt? So Gedanken nach meinem Wissensstand, ja, wird ja nicht. Man das einfach mit der Zig leben. Das hört sich komisch an, aber man das nicht mehr, wie es kommt. Es war ja auch im Flieheralarm. Man ging in der Keller, wusste ja auch nicht, was geht da noch. Und es war eben so. Ich habe mich nicht bedroht gefühlt, ne. Hast du dich dann mit den Klassenkameraden darüber unterhalten? So gut wie ja nicht. Ich merke, durch den Verzell auch mit dir, den wir ja öfter schon gehabt haben, wir treffen uns heute noch übrigens. Wir sind noch 15 Leute, wir sind alle in den 90er Jahren, also fast 90 Jahre alt. Zwischen 88 und 90 Jahren ist kaum einer, der von der Zeit spricht. Aber ich dachte, ich war der Einzige. Aber wenn ich daran denke, die ganze Baillage von uns, man spricht über alles Mögliche, nur nicht über die Kriegs- und Nordkriegszeit. Dabei ist das ja manchmal echt eindrucksvoll. Das, was mich am meisten beeindruckt hat, ist, was du gesagt hast, wie du von Müngersdorf nach Riel gelaufen bist, mitten im Krieg. Ja, das war auch komisch. Ich war 13 Jahre. Mein Vater, der war in Russland als Soldat im Krieg. Und da habe ich mich als 13 Jahre natürlich gefühlt, als wenn ich Vater stellvertreten möchte und auf meine Mutter aufpassen würde. Obwohl das ja Quatsch war, meine Mutter würde auf mich aufpassen. Und da war ich in Müngersdorf, habe ich übernachtet, da war ich in einem Päderstall.
die nachüber ob die Bäder aufpassen. Und dann war der Großangriff, das war 1943, wo die Kölle hell ob am Brennen war. Und denkst, du musst bei den Mutter, ja, und die ist ja jetzt ganz allein. War natürlich der größte Quatsch. Und dann habe ich gefragt, darf ich nach Hause nach meiner Mutter? Ja, ich darf. Da bin ich dann von Müngersdorf zu Fuß, versteht sich, durch das brennende Köll über die Ringe, der Hohenzollernring und der Hohenstaufenring und was dann so, und am Kaiser-Wilhelm-Ring. Da habe ich noch in Erinnerung, dass das so Hus zusammenbrechen und hinter mir, da kommt dann auch so eine Bombensplitter, ging das. Und ich bin wieder gelaufen, also ich bin nicht verletzt worden. Und wenn ich jetzt mit dem großen Abstand darüber nachdenke, jetzt Verdeutshteres konnte ich ja nicht machen. Und ich bin dann bis nach Riel, da war uns Wohnung. Und meine Mutter war ganz überrascht, dass ich gekommen war. Und die waren so konsterniert, dass ich mich gewundert habe, dass die sich nicht gefreut hat, dass ich komme, um sie zu beschützen. War natürlich vollkommener Quatsch. Aber als Jung war mir das so. Das war ja wahrhaftig erst eindrucksvoll. Und jetzt können wir vielleicht auch besser verstehen, wer so jetzt erlebt hat, für den macht das keinen Spaß, der Schutz zu scheppen. Aber das ist alles nicht so schlimm wie das, was er vorher erlebt hat. Jetzt könnt unser Sprachkurs damit zu tun hat, was wir jetzt gerade besprochen haben. Der Trette, aufgepasst, jetzt wird Kölsch gelehrt. Was man damals getan hat, das war das Brassele und das Wöhle. Brassele und Wöhle ist ungefähr dasselbe. Also ganz viel arbeiten und vielleicht sogar ein bisschen hektisch dranbleiben. Ja, und hier und da sich auch anklüstere bei der Besatzungslücke. Das heißt, sich etwas einschleimen, vielleicht etwa ein Stück Schokolade oder was erben. Die Gefühle in der Zick, das war Angst oder man sagt auch abkölsch, man hat keine Angst gehabt. Ja, und man hat dann auch nicht jämmern und kümmern und lamentieren. Aber wenn es vorbei war, det man doch abatmen. Und der ein auf andere oder die ein auf andere hätte vielleicht geschafft, sich verhaftig ins Us zu kriechen. Ja, und ja, sich einem dann betrüff, nicht an den Hals schmissen, aber dass man sich herzlich in den Arm genommen hat und froh war, dass man das überlebt hat. Dann konnte auch irgendwann es wieder ein bisschen lustig werden. Man konnte miteinander lachen, Kuhjagse und sich amüsieren. oder sich am Essen vermachen. Lecker. Und alles mit Appetit rinschöppen. Ja, dass ihr das auch ordentlich genießen könnt, das wünschen wir euch von Herzen. Tschö.